Der Mike kriegt nicht mit, dass sein Bub einen krampfigen Wagen in einen illegalen Autorennen bei einem Zuchthäusler gefahren hat. Schön der Flori kommt dahinter, aber der hält dicht. Der Uschi, sein erster Stecher, ist ein Preis gewesen. Und der schlagt jetzt im tief wintermäßig zugeschnittenen Lansing auf. Und ist viel magerer als wir seinmals, weil er jetzt einen Sport treibt. Auf das Aufe sportelt der Hubert einen ganzen Tag mit ihm und ist danach auch so der Lorwit, dass er es wieder bleiben lässt und sie wieder auf den Matratzensport mit seiner Alten verlegt. Die Lansinger haben der Mordsfreude, dass ihnen nicht Türen und Fensterladen in der Freinacht ausgehängt und zum Moorbaum getragen werden. Der Gerstl brotzt sich damit, dass er das gemacht hat. In Wirklichkeit haben es aber der Philipp und der Felix gewesen. Fanny findet, dass der Gregor ein neues Gewand braucht und drum bestellt er sich eins aus dem Internet und verwechselt es aber und zieht UFO-Sengs an Felix seine ausgeflippten Fetzen an. An Hubert seine erste Brauereiführung lässt sie recht gut an. Die Moni lässt sich von der Annalena überreden, dass er sich als Millekönigin zur Wahl steht und trat auch ein Video dafür. Sie wird aber nicht zugelassen, weil es zu alt ist. Die Annalena hat nämlich die Altersgrenze von 30 Jahren übersehen. Jetzt stellt sich die Moni auf die Füße und erreicht, dass die Grenze im nächsten Jahr auf 45 aufgesetzt wird. Das ist für sie alle nur zu wenig, aber wenigstens wird in der Zeitung recht gut über sie geschrieben. Die Rosi möchte an Gerstl seine selbstgemalten Teier mit den Fegeln loswerden und spendiert der Partnergemeinde in Frankreich. Wie sie es aber mit Lorenz zusammen ausgetragen möchte, fallen sie runter und haben allesamt hin. An Patrick, seine preußische Maso-Schwester, taucht wieder auf und spinnt auf den Pfarrer.